Liebe Leute, herzlich willkommen. Ich bin sehr motiviert, deswegen bin ich ja direkt wieder am Start. Für euch ist eine Woche vergangen, für mich 3 Minuten. Sicker Wallkick an dieser Stelle. Walljump, Wallkick ist jetzt eher der hier. Wir wollen weitergehen. Und zwar nicht in dieses schnieke Lava-Bildchen, sondern hier rein. Wir wollen in ein schwarzes Loch springen. Aber zuvor reden wir mit diesem Toad. Denn, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, der gibt uns einen Stern. Und da ist er auch schon. Ich habe jetzt zwar nicht gelesen, woher er den hat, aber wer schnell genug war, hat es lesen können. Und ihr könnt es zurückspulen und das Video pausieren. Mit Punkt- und Komma-Taste könnt ihr Frame perfekt vor- und zurückspulen, ne? Nur so ist es. Und jetzt schon mal gleich, wem dieses Video gefällt, gerne eine positive Wertung da lassen und gerne einen Kommentar da lassen. Ja, ich lese alles und kommentiere auf alles zurück. Oder, okay, ich lese zumindest alles. Wenn es irgendwann zu viel wird, dann kann ich nicht mehr auf alles antworten. Was haben wir denn für ein Achievement am Lava? Amazing Jumps to the Exit. Amazing, haha. Denn in Hazy Maze Cave, dem 6. Kurs tatsächlich mittlerweile, geil, 5 haben wir schon komplettiert, muss man sagen, dass wir ein bisschen in einem Labyrinth oder sowas sind. Und wir starten erst direkt mit einem Achievement. Einfach weil ich Bock drauf habe. Da oben ist ein Stern und den wollen wir uns holen. Den holt man normalerweise, indem man ein Labyrinth voll mit Gift durchläuft. Aber wir haben vielleicht nicht so viel Bock auf Gift. Ja, was so im Endeffekt so wie heißt, so wie ich trinke Milch, andere sagen, ich bin laktoseintolerant. Ne? Ah, lol, bin schon oben. Nice one. Da müsste der One-Up sein, oder? Scheiße. Ja, okay. Das ist schon mal nice to know. Es gibt 4 an der Zahl hier. Da hinten ist schon wieder ein Stern. Lol. Da im Hintergrund. Oh, ich komme nur nicht hoch. Ich komme nicht da hoch. Geht das? Okay. Anscheinend geht das nicht. Ist aber nicht so schlimm. Vielleicht ist es doch schlimm. Ich glaube, es geht. Man muss die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Weil sonst kann es sein, dass man sich an der Steuerung ein bisschen verhackelt. So, und jetzt mache ich hier einen größeren Bogen, damit sich die Kamera vielleicht ein bisschen einjustiert. Aber alles gut bisher. Alles gut bisher. Ich kann eigentlich... Ich Idiot! Eigentlich kommen wir da mit einem gezielten... Weitsprung rüber. Aber so geht's auch. Haben wir es mal ein bisschen spannender gemacht. Geht auch. Sehr geil, sehr geil. Wenn wir da runtergefallen waren, dann waren wir, by the way, instant verreckt. Weil da ist einfach ein Loch im Boden. Und wir sind schon in einem Loch. So, und jetzt könnten wir eigentlich alles normal machen. Okay, nein! Ich habe mich dazu entschlossen, normal weitermachen als langweilig. Wir gingen instant für Lifesaver. Denn ich glaube, es ist ein bisschen interessanter, als sogar die normalen Missionen zu machen. Hier, den kennen wir ja schon. Den ersten. Dann jumpen wir gleich mal hier rüber. Und gingen jetzt hier in so einen Giftbereich rein tatsächlich. Den wir ja gekonnt übersprungen haben. Weil so war normalerweise der Stern vorher gegangen. So, hier ist das Gift. In dem Gift darf man tatsächlich nicht lang stehen, sonst kriegt man ja andauernd Damage. Also man darf eigentlich nicht einatmen. So, und es gibt One-Ups dafür, dass man eine Aneinanderreihung von Monty Maulwürfen killt. Das wäre jetzt hier so eine Aneinanderreihung. Und das ist das zweite. Oh Mono. Und hier sind nochmal Monty Maulwürfe. Das ist eine weitere Aneinanderreihung. Zack. Die ist nur bestehend aus 2. Zack. Zack. Dementsprechend geht es ja doppelt so schnell. Um das One-Up ihnen zu entreißen. Jetzt muss es nur noch sammeln. Genau 3. Und das 4. war... Ich glaube, jetzt muss ich noch mit zurückgehen. Oh, hey, 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 hey. Die Flaptraps kämen instant daher und klatschen mir an der Tür. So kein nettes Empfangskomitee. Also den ganzen Weg hier nochmal zurück. Hey, das ist so geil. Ich spiele dieses Game auf Wegen, die ich noch nie in Betrachtung habe. Oh nein! Jetzt aber schnell! Nein, nein, nein. Ja, giga geil, du Idiot.
Scheiße. Okay, scheiß drauf, ich mach's jetzt andersrum. Ich gehe zuerst zu dem One-on-One, ob ich sie noch nicht gehabt habe. Das ist nämlich hier. Ich glaube, das ist wesentlich leichter. Danke. Und da ist auch noch mal ein Stern. Da kämen wir auch noch hier und ein Fahrstuhl. Aber alles zu seiner Zeit. Ja, Menschenskinder, was soll denn das? Einmal bitte das One-Up Nummer 2. So, und die anderen waren ja auch kein Problem. Einfach wieder ins Gift und die Montys klatschen. Also manchmal soll die einfach die Fresse halten. Das ist doch dumm. Hä? Das ist so scheiße, wenn auch mal die Kamera nicht perfekt ist, Mann. Bin das Gefühl auf allen erdenklichen Arten bereits gestorben. Egal, was ich als erstes gemacht habe. Gefühlt. So, jetzt machen wir es wieder so wie am Anfang. Nummer 2. Dann ist der da. Ja, ja. Ich habe dich nur einmal sehen müssen, um zu wissen, wo du dich versteckt hältst. Boing. Nummer 3. Und wir gehen wieder zurück. Jetzt lasse ich mich einfach nicht von so einem Felsen erwischen. Das war wahrscheinlich die klügste Variante. Okay, alles gut. Nichts ist passiert. Alles ist gut. Junge. Ich habe gerade viel zu viel Schiss vor dieser Passage gehabt. Mann, ich war One-Hit. So, Lifesaver. Aber dass Lifesaver immer so ein Krampf werden muss, oder? So, Lifesaver 6. Ihr Pisser, Mann. Aber schlimmer als die Butterflies können sie ja kaum werden, oder? Jetzt können wir normal weitermachen. Obwohl, na, wir können doch nicht normal weitermachen. Denn wir wollen unbedingt diese Cap haben. Aber wie wir zum grünen Schalterpalast kämen, das ist die Frage. Zum ersten Schalterpalast sind wir gekommen, indem wir in der Lobby der Sonne entgegengeschaut haben. Zum zweiten Schalterpalast sind wir gekommen, indem wir das Wasser abgelassen haben im Burggraben. Danke, Nessie. Du warst uns eine große Hilfe. Je nachdem, in welche Richtung man schaut, bewegt sich Nessie. Oh, was natürlich sehr nice ist. Und wie ihr seht, müssen wir hier auf jeden Fall auch nochmal herkommen. Aber alles zu seiner Zeit, denn The Metalhead is waiting. Und wir gehen ein No-Dear-Foray in den ganzen Spaß. Wir starten direkt mit dieser geilen Mucke und Cap. Ups. Okay, mein Gott, ich hab so verkackt. Wobei, na, alles gut. Ich glaube, ich schaffe das noch. Wir müssen nämlich... Jawohl! Ich glaube, wir haben es. Wir haben es geschafft, glaube ich. Genau. Die Challenge besteht hier nämlich darin, also fürs Achievement, ne, normalerweise nicht da. Oh nein! Oh, die 8 roten Münzen zusammen, ohne eine zweite Metal Cap verwenden zu müssen. Und dadurch, dass man heute einfach am Anfang schnell sein muss und die roten Münzen hier im Wasser ja sammeln muss, weil die Strömung sonst zu stark ist das Ganze natürlich eine gewisse Schwierigkeit, ja. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir einfach mit der Stampfattacke durchkommen. Und dann haben wir es auch schon geschafft, tatsächlich, die Challenge. Falling like an Iron Bar. Hey, das ist ja mega chillig gegangen. Oh shit, ich muss nochmal rein. Oh, ihr Pisser. Nein. Ach, ich Trottel. Oh nein. Ich hätte zuerst wenigstens den Switch aktivieren können. Ja, das habe ich jetzt natürlich nicht gedacht. Oh, show me your moves! Hoppla!
Ich habe zum ersten Mal praktisch das Gegenstück zum Weitsprung gemacht. Nämlich nicht im Laufen Ducken und A, sondern im Laufen Ducken und B. Der ist tatsächlich ein Move, der wirklich nicht verwendet wird. Eigentlich ja im ganzen Spiel ja noch nicht damit gebraucht wird. Das ist ja der Punkt, warum den eigentlich so keiner kennt. Aber ich nutze ihn eigentlich schon mal sehr oft. Also ich habe den jetzt nie hergenommen, weil ich wusste, dass es dieses Achievement gibt. Und ich wollte das dann irgendwann machen, wenn es jetzt zur Sprache kommt. Also pass auf. Ducken. Und dann machst du hier so einen Breakdance-Move. Oder halt eben mit dem Laffer, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Ja, so ein Blutgerätschen halt. Sagt man bei uns. So, und hier sind wir wieder. Ja, aber die Schritte hören sich ja mega geil, oder? Als Metal Mario. Da ist er. Ja, war jetzt unnötig der Weg, aber ich habe irgendwie nur noch dran gedacht, scheiße, mach keinen Fehler und sammle einfach das A. Bevor du irgendwie nur außersehen nur mehr Metal Cap sammelst. Aber alles gut. Aber was ich eigentlich jetzt dafür zorn kann, wo befinden wir uns denn eigentlich? Hier ist ein fetter Wasserfall. Da ist übrigens auch nochmal ein One-Up, das wir aber nicht brauchen tatsächlich. Aber wenn jemand es mit... Doch, wait. Doch, wir brauchen es. Und ich hab's gerade noch gesehen. Und ich hab's auch noch gerade noch geschafft. Das war ja, hätte ja drittes Mal hierher kommen müssen. Zack. Lifesaver Metal. Junge, ich muss vielleicht nochmal auf mein Cheat-Sheet schauen, bevor ich irgendwie in die Level gehe. Sonst baue ich wieder so viel Scheiße. Okay, ich wollte euch jetzt sagen, wo wir hier eigentlich überhaupt sind. Wir sind außerhalb des Schlosses in diesem Wasserfall. Und sowas, das habe ich schon mal richtig geil gefunden. So, kann ich mir nochmal hier kurz. Und hier. Der Wasserfall links vom Schloss. Und da ist ja der blaue Schalterpalast. Also alles recht in der Nähe und eigentlich immer so ein bisschen außerhalb des Schlosses, aber in der Nähe. Das ist echt cool. Aber jetzt sagen wir, machen wir jetzt mal ganz normal weiter. Aber jetzt haben wir alle Fähigkeiten, wir können alles abschließen, eigentlich so weit die war's. Wir müssen tatsächlich direkt wieder zu Nessie runter. Swimming Beast. Was ist denn dein scheiß Problem eigentlich, Mario? Was so, gefällt dir der Weg irgendwie nicht, oder? Ich kann euch gleich sagen, das ist nicht mehr das letzte Mal, dass wir hier sind. Nessie, wir sind schon wieder und wir brauchen die immer wieder. Du bist nämlich hier dieses Swimming Beast in the Cavern. Und wo ich an dir nichts Biestiges erkennen kann. Jo, und da ist der Stern. Das war's ja schon wieder. So, wir gehen jetzt wieder für die Red Coins und das heißt 100 Münzen Time. Mal schauen, ob ich so schnell alle zusammenkriege. Wow. Deswegen gehen wir gleich mal wieder Richtung Nessie, weil da auch noch mal einige Coins sind. Und je mehr wir hier schon zusammenkratzen, desto mehr müssen wir im Labyrinth, beziehungsweise im Giftabteil hier nicht rumdor. Außerdem weiß ich ja nicht, wie knapp das bemessen ist, wie viele Coins es wirklich gibt. Machen wir bitte wieder zum Stern. Danke dir. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Diese Stelle ist so cursed. Es ist die lächerlichste Drecksstelle überhaupt, Mann. Okay, scheiß drauf. Dann gehe ich eben nimmer darüber. Ist mir jetzt egal. Dann kriegt man die Coins auch so zusammen. Ja. Du wirst nämlich plätschern. Aua, ey, ich schieß mir den ins Knackdorf für. Aua, ey, ich schieß mir die frontal in die Fresse. Die geben 2 Coins. Wo geht's denn da entlang? Ah, das ist der Aufzug zu dem anderen Stern. Okay. Na, Feuer finde ich nicht okay gerade. Ich möchte nämlich nur ein bisschen Coins sammeln. Irgendwie muss ich kurz sagen, dass das gerade ein bisschen kritisch wird alles. Holy shit. Okay. Oh. Scheiße, Mann. Ich hätte so viel schnell sehen müssen. Das waren 15 Coins. Ich habe bloß so Schiss gehabt, dass ich wieder jetzt die Coin nicht rechtzeitig erwische. Dass ich einfach verreck. Ich habe das irgendwie unterschätzt, dass das Gift wirklich, wirklich scheiße ist. Oh mein Gott, hier ist die Metal Cap. Da kriegt man ja kein Gift-Damage. Scheiße. Aber ich glaube, wir haben es fast verkackt, oder? Außer sie gehen noch mit zu Nessie runter. Ja, Leute, ich gebe noch nicht auf. Ich gebe noch nicht auf. 49 Münzen, was sind das schon? Jetzt müssen wir aber wirklich jede One-Slim mitnehmen. Hier können wir schon mal hoch mit einem Warnsprung zu den Red Coins. Wir sind hier, by the way, jetzt in dem Raum. Wie mache ich das mit dem?
Das ist übel arschig. Yes, ich habe die Umdrehung geschafft. Geil. Der war so wichtig. Oh mein Gott, und die hätten einfach wirklich fast verkackt. Kratzen nach den 100 Münzen, Leute. Aber ich glaube, es ist noch möglich. Ich glaube, es ist noch möglich. I'm a believer. Da ist noch mal ein Red Coin. Das ist auch noch mal eine. Okay. Vierte Red. Yes, nein! Bitte voll runter. Bitte voll runter. Yes! Ey, man muss halt aber Glück haben, gell? Ach du Scheiße, Mann. Normalerweise hätten wir jetzt schon 90. Hätten wir die anderen 3 blauen noch mitgenommen. So. Ich muss ja die ganze Zeit an meine Hände pusten, weil ich so schwitzig bin mittlerweile. Weil ich so angespannt bin. Und es ist ja doch immer nur eine Challenge für mich. Ich glaube, wir sind noch im Rennen. Ich glaube, wir können es noch schaffen. Ich weiß ja 2 Kreise. Da ist nochmal ja Fledermaus, die wir zur Not schlachten können, wenn es ist. Also wir haben noch mit 12 Münzen, die in Frage kämen. Dann brauchen wir aber nur mal 5. Aber ich glaube, die kriegen wir zusammen, weil ich genau weiß, dass auf dem Weg mit diesen Drecksfelsen auch nochmal 5 sind. Also ich glaube, wir sind am Kratzen und wir kriegen es gerade noch hin. Und da oben sind auch noch welche. Ja, genau. Aber warte mal, ich glaube, ich gehe direkt darüber. Damit nichts mehr passiert. Aber, ja. Das sind die Münzen. Genau. Leute, ich glaube, wir schaffen es. Oh, das sind sogar noch mehrere. Wir schaffen's. Gott hätte mir das jetzt traurig gemacht. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, meine Freunde. 100 Münzstern ist unser. Und jetzt müssen wir wieder hochgehen. Und den Redcon Star einsammeln. Warum? Was ist sein scheiß Problem eigentlich? Er heut sie nicht an die Regeln. Genau deswegen bin ich froh, dass wir die 100 Münzen jetzt schon haben. Weil jetzt müssen wir nur noch... Stimmt, da waren auch nochmal 5 Coins gewinnen. Jetzt müssen wir nur noch die Raycons nochmal einsammeln. Aber das ist gleich gemacht. Ja, was soll man sagen, ne? Es hätte wesentlich schneller gegangen, der ganze Spaß. Aber mein Gott. So ist es eben, wenn man sich eine Challenge macht. Gut, das war jetzt aber wieder ein bisschen eine längere Challenge mit den Coins und so. Jetzt geht's wesentlich schneller. Und da der Song natürlich bringen wir Hazy Maze Cap noch zu Ende. Und dann schauen wir, was die Zeit macht und dann überlege ich mir, ob ich noch was dazu hängen oder ob wir es dann gut sein lassen. So, folgende Challenge. Wir müssen mit Metal Mario diesen Unterwasserweg entlang gehen. Damit wir auf diesen Schalter drücken können. So, und somit haben wir einen Geheimgang vor uns. Bei dem ich sterbe. So, ihr Affen. Mein Gott. So schwer ist es halt nicht. Als nächstes gehen wir an einen Spot, wo ich hoffentlich nie wieder hinkomme. Und zwar genau hier. Ganz weit weg von... Oh! Lobby at top! Oh, wir haben schon 50 Sterne. Ganz weit weg von diesen Drecksfelsen. Da ist es vorbei. In die Richtung kämen wir immer. Watch for Rolling Rocks. Ja, die haben aber oft nur genervt. Wir können jetzt schon die 3. Bowser-Tür öffnen. Wobei wir nur neben die 2. aufgemacht haben, aber ihr wisst ja, wie das ist, wenn man alles einsammelt. Wir befinden uns in der Maze. Nehmen wir natürlich instant die Metal Cap. What the hell? Mich würde jetzt nur interessieren, wo dieser Eingang ist, den ich vorher mal gesucht habe. Oder den ich jetzt ja brauche, aber ja, ich glaube, so viele Möglichkeiten habe ich gar nicht. Der muss ja fast hier sein. Ja, okay, na. Da ist es schon. So viel zum Thema Hazy Maze Cave. Und jetzt haben wir es abgeschlossen. Alle 7 Sterne in Kurs 6. Das speichern wir natürlich sehr gern ab. So, und wir starten jetzt neben Mips noch ganz bisschen in Lethal Lava Land. Boy the Big Bully. Dazu kann man aber gleich mal ein Achievement Race starten. Und zwar gibt es hier wieder einen Warp zu entdecken. Das haben wieder so komische Augen. Das werden wir jetzt einfach mal ganz gekonnt beseitigen. Und wenn wir uns hier reinstellen, werden wir an diese Außenseite gebeamt. Wo wir dann tatsächlich eine Wingcap finden, die ja eigentlich gar nicht mehr so
useless ist. Ich meine, hier ist äußerst Lava. Ist natürlich gut, wenn wir den Boden nicht berühren. Ist natürlich jetzt wieder sehr lustig, weil dadurch, dass ich jetzt schon wieder Damage genommen habe, haben wir das nächste Achievement verbaut. Scheiße. Dann müssen wir uns was anderes überlegen. Zwar fliegen wir erstmal hier ganz gekonnt rüber. Ist halt super chillig mit dieser Cap. Und holen uns diesen Stern. Der ist nämlich neben dem Achievement verbunden. Deswegen kann man das mal ganz gemütlich als Backup machen. So, ich habe das Gefühl, wir müssen hier besonders aufpassen. Weil hier ist die No-Damage-Mission nicht nur No-Damage, sondern... Ich soll vielleicht mehr aufpassen, hier, Mann, der bricht der Vulkan aus. Sondern diese Bullies, die hier überall rumlaufen, die können uns auch sogenannten Damage machen, aber nicht die normalen, wo unser Leben runtergeht, sondern sie können uns von der Plattform stoßen. Und schon verkackt. Habe ich sonst noch irgendein Backup oder so? Nö, gar nichts. Ja, dann leg mich am Arsch, dann gehen in den Vulkan rein. So, hier gibt es nämlich auch wieder keine Achievements, deswegen Abfahrt. Was für die Kamera nicht bewegen. Spinnst du jetzt? Ich möchte die Kamera bewegen, wie ich lustig bin. Ja, okay, dann fahren wir jetzt einfach gemütlich da nach oben. Wir sollten, glaube ich, nur so 2 Sterne sein oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, gut. Das hätte jetzt aber an Hosen gehen können. Und da ist der Stern. Zack. Und dann gibt es nur mal einen Vulkan, aber den priorisieren wir jetzt mal nicht. Den nehmen wir wieder als Backup. So, jetzt machen wir die Bullies, okay? Damageless. Okay, so in erster Linie ist hier schon mal ein Big Bully, der uns instant auf die Fresse gibt. Ey, ich hab's nicht mit die Bullies. Die sind normalerweise bock easy, aber irgendwie stehe ich mich gerade mega. Es ist einfach viel zu spät. Es ist halt schon viel zu viel gewesen. Ich habe halt schon viel zu viel gemacht. Ich muss langsam mal lernen, wann ich vielleicht mit chillen soll. Wenigstens ist der Vulkan innen relativ cool. Ich habe den schon immer gemocht. Oh. So, da wären wir auch schon wieder am Ziel. Schon wieder bloß ein Backup-Stern. Aber was, dann belassen es mir jetzt dabei. In der nächsten Folge gibt es dann wieder mehrere Achievements, mehrere Sterne, geilen Progress. Das alles findet ihr dann in der Endcard. Sobald es online ist, Bewertung nicht vergessen. Darüber würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.